Wangen im Kanton Schweiz wohnt die Familie Schwendeler. Bis vor kurzem waren sie noch zu Australien daheim. Schon dort haben sie sich auf den Schnee in der Schweiz gefreut. I feel happy. Ich bin glücklich. Es fühlt sich gut an hier. Das sehen nicht alle Familienmitglieder gleich. Ich möchte wieder auf Australien. Bei der Familie Neck ist ging viel los. Ihr aktuelles Projekt ist eine Kartautobahn im Hallenstadion Zürich. Wegen Corona ist das jetzt unterbrochen. Dafür haben sie wieder mehr Zeit als Familie. Die Kinder kochen für die Mami ein Geburtstagsessen. Wenn alle Kinder zusammenspannen, um so etwas Feines auf den Tisch zu bringen, ja, das berührt mich gerade ein bisschen. Das ist mega schön. Die Familie Helen-Basic lebt in Terwil im Kanton Basel-Land. Im Sommer ist der Andrea ihre Autogarage bei einem Brand zerstört worden. Jetzt hat sie endlich wieder eine Perspektive. Wenn man denkt, als ich vor einem halben Jahr gestanden bin und dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und jetzt habe ich so ein Glück. Die Andrea kann in einer Garage Platz mieten und da wieder für ihre eigenen Kundinnen und Kunden arbeiten. So, schön. Physiokonform. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. In Terwil im Kanton Basel-Land hat Andrea Helen schon bald ihren ersten Arbeitstag. Kann man schnell schauen, ob du schwarze Koffer noch findest, einen kleineren. Ja, genau den. Scheissli. Kannst du den? Aber zum Arbeiten braucht sie noch die passenden Arbeitskleider. Anlegen. Die 5-jährige Miluscha ist ihre Modeberaterin. Yeah. Es hat noch ein paar Überkleider, hä? Was ist das? Mami, deine Arbeitshose. Tipptopp, doch nicht alles verbrennt. Aber die sind mir, glaube ich, zu Kleider. Sollen wir mal anprobieren? Mami, mach. Das habe ich vor der Schwangerschaft mit dir das letzte Mal angehabt. Oh, schön, Mami. Geht's noch, hä? Ist ein bisschen eng um den Bauch. Finde ich nicht. Findest du nicht? Doch, ich schon. Weißt du, wenn ich arbeiten muss, dann ist es hier ganz eng. Vielleicht sind Hosen besser, weißt du, anstatt ein ganzes Überkleid. Ja. Wow, Mami, das ist sehr schön. Ein gelber Reißverschluss. Sie sind ein bisschen gross. Ich habe sogar einen Gürtel. Ja, ist gut. Sollen wir beim Spiegel schauen? Ja. Was ist jetzt besser? Was denkst du? Jacke? Pulli? Mal schauen. Mal schauen, ob die Jacke noch geht. Schön. Weißt du, wenn die Mami etwas mit Feuer arbeiten, mit Schweissen, kann ich die nicht anhaben. Die habe ich angehabt, als ich schwanger war, wegen dem. Das ist viel zu gross. Seit 10 Jahren arbeitet die Mutter von 3 Kindern als selbstständige Automechatronikerin. Sie hatte eine eigene Garage, bis die vor 8 Monaten abgebrannt. Seit ich selbstständig bin, habe ich die eigene. Mami, die ist für mich perfekt. Die ist für dich. Kommst du in dieser arbeiten? Ja. Für mich war es wichtig, dass ich eben Kinder habe und Automechin bleiben kann. Und ich habe schon früh gewusst, dass es nur 100% Stellen gibt. Keine Teilzeitstellen. Und auch früh, dass ich Kinder will. Und somit war jetzt eigentlich klar, auch, dass ich eine faire Garage aufbauen will für Frauen, die sich wohlfühlen. Und ich kann nebenan Kinder haben. Also jetzt können wir das aussortieren. Ja, jetzt machen. Und das da? Mami, das ist auch für Gurkenbahn. Ja, nein, das habe ich noch von einem anderen Geschäft, aber das ist mir, glaube ich, auch zu gross. Wollen wir das noch probieren? Das ist das Letzte. Nachher haben wir keine mehr. Aha. Da habe ich das Gefühl, die könnten gut sein. Schauen wir Bohnen. Wow, das sieht schön aus, Mami. Schön. Muss nicht schön aussehen, muss arbeiten. Die Kinder waren alle in der Garage viel mit dabei, wenn Andrea gearbeitet hat. Milu. Ja, schön.
Und dir bestellen wir wieder etwas. Ja. Ein Überkleid. Ein schönes Pinkes. Ja, muss finden. Komm. Etwas Pinkes. Sagen wir noch mal. Pink, 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 pink. Pink oder blau. Dachsen im Kanton Zürich. Der Andi Neck probiert heute sein Kartprojekt an andere Anbieter zu verkaufen. Hallo Papi. Hey Lars, hey Elin. Hey, bitte. Einen guten. Ich bin heute nicht da zum Essen. Okay, gehst du ins Hallenstadion? Nein, Wann? eine andere Besprechung. Zu einer anderen Eisbahn. Mal schauen. Tschüss. Ciao. Ciao. Gute. Danke vielmals. Das Freizeitzentrum Tägi zu Wettingen zeigt Interesse an seinen Karts. Die interaktive Kartbahn war zuerst nur ein Hobby der Familie, das sie in einer Schür für die Leute aus der Umgebung eingerichtet haben. Diesen Winter haben sie im Hallenstadion in Zürich die Chance bekommen, so eine Kartbahn in Gross zu organisieren. Wegen dem Lockdown stehen die Karts jetzt auf unbestimmte Zeit still. Jetzt kommt es darauf an, wenn wir wieder aufmachen dürfen. Vielleicht können wir das noch mal machen auf dem Eis. Und sonst wäre die nächste Idee, dass wir im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche machen, aber einfach auf Beton statt auf Eis. Aber auch auf dem Eis könnte es nächsten Winter wieder klappen. Es haben sich mehrere Eisbahnen beim Andi gemeldet. Jetzt will er schauen, ob das zu Wettingen etwas könnte werden. Ich bin gespannt, wie das hier aussieht und was Sie gerne hier wollen. Ja, hallo. Grüezi miteinander. Hallo. Grüezi miteinander. Jetzt Neck. Grüezi. Schön sind ihr da. Freut uns sehr. Mal aber schauen. Ja. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ja. Ja, wir haben jetzt in der Winternutzung der Eisflächen im Moment einmal überdacht. Sicher ein grosser Vorteil. Von der Projektion her, jetzt so, wie ich das hier sehe, so mit offen, das ist leider ein recht einschränkender Faktor. Ja. Wenn, dann könnte man es einfach am Abend machen, wenn es dunkel ist. Aber den Tag durch mit Tageslicht auf dieser Fläche, da kann man die Beamer einfach schlichtweg nicht mehr zahlen. Sonst wäre es eher im Winter, wo es früher dunkel wird, oder? Wenn dann überhaupt. Oder? Dann ist der Sommer gar nicht möglich, so wie ich sie verstehe. Oder? Die Alternative wäre jetzt für uns, dass man es mit Augmented Reality macht. Also nicht mit einer Brille, wo man den anderen nicht mehr sieht. Also Virtual Reality, wo man vorne eigentlich im Prinzip gar nicht sieht und alles digital ist. Aber so, dass man die anderen im Raum innen sieht und dann aber halt das Virtuelle eingeblendet bekommt. So etwas wäre jetzt, denke ich, da problemlos möglich. Ich bin noch gespannt auf oben, was wir oben runter, von der Perspektive, die wir anschauen könnten. Ja, schaue ich gerne, ja. Also, dann wären wir hier auf der Tribüne mit unseren 300 Plätzen, mit einem vollen Blick über beide Eisfelder jetzt. Ja. Gibt es noch spezielle Anforderungen, auch was die Eismeister anbelangt? Muss man viel regelmäßiger putzen? Ist die Beschädigung vom Eis happig, wenn man so ein bisschen mit den Spikes? Oder wie sieht das aus? Das kann man nicht wegdiskutieren. Also es ist natürlich schon so, dass Vortrieb hat man nur, wenn man vernünftig spiked. Und Spikes die hinterlassen natürlich Spuren. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich gut ist, wenn wir spätestens alle Stunde einmal drüber fahren. Ja. Aber das Thema von Nutzung der Fläche, die schon vorhanden ist, finde ich schon spannend. Natürlich toller Spielraum oder? Mit der Gesamtanlage, das ist ja so. Ja, der Transseite, das, was ihr gesagt habt, Transseite kann ausfüllen. Ja. Wohl. Super. Merci vielmals. Ade, Neck. Dankeschön. Ade. Ade. Herr Baumann. Ade, Herr Schwöber.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich denke, für uns sind im Moment Anlagen spannender, die einfach geschlossen sind. Idealst wäre, wenn sie Projektionen schon installiert haben. Von dem her müsste man noch mehr Neues entwickeln. Darum glaube ich, gerade so als nächstes eher weniger, aber vielleicht in Zukunft, gerade wenn wir vielleicht noch etwas mit Augmented Reality haben. Siebne im Kanton Schwyz. Der Marcel Schwendeler besucht heute seinen Vater, der Werner. So. Der wohnt immer noch da, wo er seine Kinder großgezogen hat. Hoi, hat er noch etwas mitgebracht? Das ist schon etwas mitgebracht. Das ist für Bea. Das will sie den Teller jetzt wieder retten haben. Viel gemeinsame Zeit haben sie die letzten 12 Jahre nicht gehabt, wo der Marcel noch zu Australien hat gelebt. Schön ruhig. Die Lina, macht's gut, Kindergarten. Ja, sie hat langsam Freunde jetzt, die ein bisschen besser Schweizerdeutsch redet. Ohne Deutsch kommst du keine Freunde über. Nein, aber sie hat es am Anfang nicht wollen. Nicht wissen. Oder? Nicht davon wissen, weil sie Deutsch reden. Und der Alex, der hat es jetzt relativ gut. Der hat sich angepasst. Er ist halt ein ruhiger, oder? Ein ruhiger? Ja. Ja, etwa die. Du bist auch nicht immer ein ruhiger gewesen. Du bist manchmal als Kind auch ein bisschen Rumpelsori gewesen, aber Ein Rumpelsori? Rumpelsori, ja. Ja, aber das sind alle Kinder. Die beiden Männer verbinden einen schweren Schicksalsschlag. Wo der Marcel 7 war, ist seine Mami tödlich verunglückt. Sein Bruder, er und der Werner mussten sich ab dann zu dritt durchschlagen. Das war sehr hart. Ich bin am Abend ins Bett und dachte, ja, vielleicht geht über die Nacht das Türchen auf. Also, nein. Ist besser am Morgen. Ich habe nicht gewusst, wie es weitergeht. Magst du dich noch erinnern, wenn wir alle an den Tisch hergehockt sind? Ich habe gesagt, wir haben mit eine Krisensitzung haben, nicht mit euch zwei. Ja, wenn wir mal ein Eichen gelassen haben, so, dann müssen wir sagen, du, passt auf. Das kommt dann einer. Wenn es nicht klappt, also bei uns, so müssen wir im schlimmsten Fall ins Kinderheim. Und das wollte ich nicht. Ich bin an einer fremden Art aufgewachsen. Ich wollte das nicht auch, dass du als ihr auch das gleiche Schicksal erleidet, oder? Das wird jetzt erst jetzt bewusst, wie eng das war, oder? Das hätte jetzt können, mein Leben hätte jetzt ganz anders rauskommen. Gerade zu diesem Zeitpunkt natürlich, mit dem Tod von Mami. Hätte es können sein, dass eben, ja, quasi die Kinder dem Papi wegnehmen. Wir wären ins Kinderheim gekommen. Ich wäre ganz anders aufgewachsen. Der Unfall ist im Januar vor 37 Jahren passiert. Der Marcel und der Werner wollen den Bauer besuchen, wo die Mutter Lydia kurz vor dem Unfall Milch holen. Die Lydia ist auf einem Zebrastreifen angefahren worden. Als der Werner zur Unfallstelle kam, war sie schon im Spital. 2 Wochen war sie in der Intensivstation dort. Ich wollte wohl noch reden mit ihr als. Ich habe hier schon immer gesagt, eben, ich schaue für die Kinder. Und ich habe es auch ihr gesagt. Und ich wollte nicht als Kind fortkommen, oder? Und das war quasi auch ein Versprechen, das ich ihr nicht gegeben habe. Und ich habe das gehalten, oder? Und nach 2 Wochen da ist plötzlich im Spital haben sie gesagt, es geht besser und sie gehen besser. Und dann weiss ich bin am Mittag arbeiten und Nachmittag musste ich das Telefon. Haben sie mich geholt, ich musste das Telefon und das Spital Zürich gesehen und sie sind gestorben. Und deshalb hat man einen Moment Bleibt das Herz stehen, nicht? die Beine weggezogen. Das war brutal. Das war brutal. Also, ich hatte gerade einen Schock und
Also, da ist die Welt zusammengekippt. Wir haben ja von dem eigentlich nicht wirklich... Nein, ihr habt das nicht mitbekommen, aber ich wollte nicht, dass ihr seht, wie brutal das alles ist, oder? Ja, nicht mehr Wunder, was er sich noch mal erinnert. Der Paul Diethelm ist ein alter Schulkollege von Marcel. Er ist der Sohn von dem Bauer, der Marcel seine Mami das letzte Mal vor einem verhängnisvollen Unfall gesehen hat. Lydia ist bei uns Milch holen. Mein Vater, also Lydia hat hier geredet mit meinen Eltern noch. Nachher mein Vater hat sie mitgenommen, bis es ein Schöfli hinten, dann hat sie ausgeladen, hat gesagt, jetzt kannst du über den Fußgängerstreifen heim. Ja, das machst du. Nachher ist er mit der Milch in die Molke und der Retour kommt, hat er gesehen, dass ein Unfall ist dort, oder? Nachher ist er eben rausgekommen, dass es Lydia war, oder? Ja. Ja, ich war ja mit euch daheim und da hat dann eben der Vater angerufen. Als erstes hat er gefragt, ob Lydia daheim sei. Da habe ich gesagt, nein. Und dann sagt er, ja, ich bin nicht einmal schauen, für da ist ein Unfall dort vorne. Und da bin ich natürlich für. Und da vorne habe ich Milch gesehen. Milch gesehen am Boden und ich muss sagen, ja. Stellt es dir gerade ab. Ja, wie eine Faust ins Gesicht, oder? Ja, da hat mein ganzes Leben geändert. Ja, von einem Schlag auf den anderen. Hast du genug Zucker, meinst du jetzt? Ja. Ich war noch klein, oder? Das ist mit 7. Begreifst die ganze Sache nicht wirklich. Da musst du wirklich älter sein, dass das Ganze eigentlich begreifst, was jetzt da passiert. Sonst hast du gar keine... Ja, es geht alles so schnell. Der Kopf ist noch gar nicht bereit bei einem Kind in diesem Alter. Also, es hätte ganz anders ausgesehen, wenn ich jetzt irgendwie 14, 15 gewesen wäre, oder? Dann wäre das wahrscheinlich noch viel, viel härter gewesen, weil dann hast du den Bezug, du weißt, du lebst eben nicht mehr im Moment, sondern wirst grösser und denkst zurück, was war. Tragisch ist es. Also, ich wünsche es keinem, oder? Aber eben so Sachen passieren im Leben und du musst dich zusammennehmen und weiter aufstehen, weitergehen. Sonst gehst du zugrunde und das bringt dir dann auch nichts. Andrea Hälen hat heute einen Termin, der wichtig ist für einen Wiedereinstieg zum Arbeiten. Seit der letzten Geburt hat sie Verletzungen im Bauch. Sie macht regelmäßig Übungen. Jetzt ist sie unterwegs zum Physiotherapeut. Ich erwarte auf jeden Fall, dass es Stück für Stück besser wird, dass ich mehr Kraft kriege von der Mitte aus. Und ich hoffe auch, dass er mir jetzt ein bisschen so eine Art Freigabe geben kann fürs Arbeiten. Dass ich weiss, wie ich was arbeiten kann und was ich schon machen darf. Und ich hoffe einfach, dass es schon ein bisschen vorwärts geht, auch, dass ich mehr machen darf, wie auch schon. Eigentlich ist es eine Kräftigung von ihnen, die einfach immer da sein muss, also wie eine Lebenseinstellung auch. Morgen. Helen. Sie haben Termin? Ja, genau. Ein Platz. Dankeschön. Da kommt es dann holen. Merci. Ciao. Hallo. Das geht gerade aus. So. Bianca, kannst du Stuhl legen? Danke. Und alle Kinder rechtzeitig versorgt. Ja, sag nicht du. Das war noch wirklich eine Herausforderung heute wieder.
Darfst du noch zurutschen? Die Beine kannst du gerade so angestellt lassen. Darfst du mal einfach pressen. Ich möchte mal nur schauen, wenn du einfach presst. Ja, okay. Da sehen wir jetzt schon, dass der Bauch recht rauskommt. Ja, jetzt geht es gerade noch. Aber manchmal ist es noch viel schlimmer. Das sieht aus wie im 4. Monat schwanger. Sogar, ja. Also das ist auch das, was mir Angst macht. Ja. Ja. Da, wo ich Angst habe, dass da gar nicht irgendwie rumfliegen. Da. Jetzt tust du noch mal spannen. Einfach nur die Spannung zu nehmen. Genau. Und jetzt probierst du noch zu schnaufen, gleichzeitig. Das löst immer wieder. Das ist eigentlich schon eine erste Übung. Nur spannen und gleichzeitig probieren zu schnaufen. Jetzt lüpfst du mal das Bein an. Sehr gut. Und jetzt, die Knöchel dürfen jetzt nicht bewegen. Gell? Jetzt darfst du mal ein bisschen strecken. Und nimmst wieder ein bisschen zurück. Und dann wieder ein bisschen strecken. Und dann wieder ein bisschen zurücknehmen. Und auch eine Pause machen. He? Also das ist eine super Übung. He? Ja. Dann sieht man, dass du das gut geübt hast. Danke. Die Andrea hat mehrere Leistenbrüche und einen Nabelbruch. Arbeiten kann sie trotzdem. Es gibt einfach ein paar Bedingungen. Sie muss sehr diszipliniert sein. Und sie muss sich wirklich daran halten. Wenn sie jetzt ungeachtet 8 Stunden am Tag schafft und nicht darauf achtet, dann kommt das nicht gut. Die Hantelscheibe ist ideal, um die Andrea auf ihre Arbeit vorzubereiten. Wenn du das Rad nimmst in der Garage, zum Beispiel stehst du noch drüber mit deinem Schwerpunkt über dem Rad, da stehst du natürlich dann schon breit. Ja. Und wichtig ist, dass du es aus den Beinen rauslöpfst. Okay. Also du gehst auch runter, spannst und dann nimmst du es nach an dich. Ja, okay. Und da muss die Bauchmuskulatur und der Beckenboden auch gespannt sein. Jawohl. Wenn ich ja das Autorad hier habe, am Auto angeschraubt, dann muss ich ja hier schon mal lösen, die Schrauben in dieser Position. Dann bin ich schon am Beckenboden halt eigentlich. Ja, dass du das gut. Aber so bist du auch ein bisschen wackelig. Oder? Eben. Musst du nicht eine Beine aufstellen, dann vielleicht. Also ich mache den Namen so, ja. Das kann ich machen zum Beispiel. Dass du wirklich auch stabil bist, oder? Aber dann will das Rad wegfliegen und dann mache ich da ein Bein führen und heb's, dass es nicht abrutscht zum Beispiel. Und erst dann kann ich ja eigentlich so raufgehen und das zu mir nehmen. Erst dann, oder? Und das ist immer mein Problem. Dann ist halt wichtig, dass du halt nicht 20 Autos am Tag machst, sondern halt einmal nur 4 am Anfang. Du musst einfach sehr konsequent sein, sonst wird es nicht besser. In die Knie und jetzt nimmst du das Rad zu dir rauf und ja. So. Ja. Die Übung, die wollte ich jetzt unbedingt wissen. Also das ist für mich, das mache ich eigentlich immer. Das Rad wegnehmen und wieder drauf tun. Das ist etwas Grundsätzliches, was ich können muss. Und wo auch mir jetzt lernt, dass ich es eben mal richtig mache. Weil ich weiss schon, teilweise, wie ich arbeiten muss, damit es nicht schwer ist für mich. Weil ich ja nicht so kräftig bin wie so riesenstarke Männer. Aber ich will einfach nicht falsch lüpfen und falsche Muskeln trainieren oder Sachen umgehen. 39. Ah, das ist gut. Ja? Ja, das ist gut. Also. Dankeschön vielmals. Sehr, danke dir. Und ja. Sehen uns. Alles klar. Also, Tschüss, ciao. Aria, merci. Ciao. Bei der Familie Neck ist heute Rollentausch. Lass, du machst Eistee? Ja. Du weißt wie? Ja. Du machst Schinken-Tiefrit, also Ja, Schinken, gerne so muss ich Quark. machen. Das schaffst du schon. Und wir machen Tiramisu. Und Und nachher kannst du anfangen Nudeln machen. Ja, machst du Lass nachher es dann noch die Mini-Burger? Guter Mensch. Die Kinder übernehmen das Zepter in der Küche. Das ist das Geburtstagsgeschenk für die Mami Iris. Im Herbst ist sie 41 geworden. Siehst du das, Marlin? Das ist Mascarpone. Mascarpone. Du brauchst noch griechisch Joghurt. Den Schinkenhacker 200 Gramm. Also wir haben der Mami einen Gutschein geschenkt, dass wir mal für sie kochen und sie mit dem Papi irgendwo hin kann. Schlafen, keine Ahnung, ausruhen. Und wir zaubern hier ein Menü. Sie haben mir aus dem Buch geschickt, dass wir kochen können, dass sie nicht erfahren, was wir machen. Die 4 Kinder machen das nicht zum ersten Mal. Trotzdem klappt noch nicht alles ganz reibungslos.
Bravo. Ist das jetzt egal? Ja, es ist egal. Ja, da kann man noch. Der schwarze Tee ist richtig bitter. Da muss Zucker drin. Nur mehr? Ja, leer drin. Mali. Ja, fertig. Nein, noch mehr. Noch mehr? Gut, fertig, ist gut. Soll ich euch den Trick zeigen? Ja. Gut, nimmst du das so? Okay. Sehr gut. Okay. Kannst du einfach da vorne so machen? Kann ich vielleicht... Also, ich muss aber schon nicht mal fragen, wie und was ich muss machen. Ja, aber man weiß es dann halt das nächste Mal ein bisschen besser, aber dann vielleicht noch nicht ganz richtig, aber ja. Wie lange muss man das machen, Marlin? Es muss richtig schöne Masse geben. Was denkst du? Noch länger. Ja. Die Marlin hat als Küchenchefin alle Hände voll zu tun. Kannst du mir das Rezept bringen? Wo ist das Rezept? Da. Dort drinnen. Also sie hat eigentlich das Tiramisu mit der Kaya zusammen, aber sie muss jetzt auch noch ein bisschen helfen, um Sachen zu zeigen, wo sie sind und wie machen. Sonst würde dann noch einiges schief laufen. Machst du die Nudeln und noch die Kaya-Portosauce. Ich habe gedacht, ich mache Portosauce und keine Nudeln. Also ich mache das noch recht gerne, um mal kochen und sturmfrei haben. Also was ich gar nicht gerne habe, wenn die Mami so in der Küche würde stehen und wir so über die Schulter schauen und wenn irgendetwas so vorne mit dem Schlagrahmen irgendwie gerade falsch geht und wir sagen, ja, nein, aber also ich bin froh, dass sie jetzt weg sind und dass wir so zusammen miteinander kochen können. Und es macht dann irgendwie auch noch eine coole Stimmung, wenn man allein am Kochen ist. Ja. Ich sage, es ist viel lustiger. Ja. Ja. Die Familie Schwendeler lebt jetzt seit über einem halben Jahr in der Schweiz. Die Großmutter, die Nonna, ist in Australien geblieben. Sag Hallo, Nonna. Hi, Nonna. Und tust du Skifahren und Skateboarden und hast Spass im Schnee? Mhm. Und was machst du den Samstag? Den Samstag? Ja, heute. Schlitten. Pulling your hair out. Nein, Schlitten. Schlitten. Freust du dich? Ja, let's go. Gehen wir los, du starrst mich ja einfach an. Also, dann gehen wir. Als Nonna ist immer noch am Reden. Alrighty. Also, ich liebe die Mami. Ich muss gehen. Ich rufe dir in ein paar Tagen wieder an. Schlitten fahren, hä, Lina? Gefällt dir? Hallo, Papa. Du bist eine Lustige. Ganz runter, hä? Garage. Schwendelers wollen heute ins Glarnerland schlitteln. Schon in Australien haben sie sich alle auf den Schnee gefreut. Jacken anlegen. The mountains just really Die Berge geben mir viel Energie. and yeah, Es ist für mich magisch. it's pretty magical. Es ist nicht magisch, es ist langweilig. Langweilig. Alex, du bist in unserer Familie. Wir lieben die Berge. Das ist in deinem Blut, ob du es willst oder nicht. Whether you know it or
or not. Ich bin mir Berge nicht gewöhnt. Ich bin nicht glücklich, wenn ich rauflaufen muss. Das habe ich jetzt auch das erste Mal gehört, sonst hat er einmal immer den Plausch. Sonst hat er immer Freude. Perfekt ist es ja nie. Wenn man da ist, wird man dort sein und wenn man dort ist, wird man da sein. Das kommt dann, wie es kommt. Hey! Also, komm. Komm, Elina. Komm. Das Bändchen, gehen wir nicht rauf? Ja, da nicht, aber wo wir gegen geschlitten haben, zum Uferschnee. Siehst du, da hat es genug Schnee, Dina. Siehst du, da kann man schlitten. Wir gehen ganz rauf. Are you ready? You ready? Schau sie an. Sie kommt auf den Bauch runter. This is what I dreamed of for a long time. Von dem habe ich schon lange geträumt. Es war meine Entscheidung, hierher zu kommen. And I made it. Ich musste drängen. Der Marcel hat sich das zweimal überlegen. Er liebt Australien. He loves Australia. I feel happy. Ich bin glücklich. Es fühlt sich gut an hier. Good place. Das wird ja lustig wieder mit der Christina und den Girls. Vielleicht hören wir es ein bisschen weichsen. Oh, ja, die Chance! Ja! I want to. Mir gefällt es hier. Mir gefällt es Alpamares, Skifahren. Skiing, Fuß auf, Alex. Die Begeisterung teilt der Alex nicht. I feel like I want to go back. Ich glaube, ich möchte zurück. It's ein bisschen. Ich habe die Berge nicht gern, weil man muss so viel laufen. Du musst laufen viel. Oder in Australien, da hast du keinen großen Weg. Go, Lina! Tina! There are no regrets. Ich bereue nichts, wirklich nicht. Ja, definitiv. Yeah, definitely no regrets. Auch wenn es recht ein Aufwand ist, wenn es zum Teil ein bisschen zäh ist, ein bisschen kompliziert, ein bisschen Nerven kostet, nicht alles klappt. Wir haben nur ein Leben. Ja, mach das meiste davon. Yeah. Ich denke Definitely. auch, das ist das Ziel. Yeah. Das Ziel des Lebens, um möglichst viel zu erleben. Yeah. Definitely. Ob es kalt ist oder nicht, ob in Australien oder in der Schweiz, kommt nicht drauf an. Überall And hat's- maybe after Schweiz. Vielleicht haben wir dann nach der Schweiz das nächste Abenteuer. Dann gehen wir Tschüss. Kinder schauen. Die Dachse sind der Lars, die Malin, die Silja und die Kaja im Endspurt. Die Eltern kommen jetzt gerade.
Das sieht super aus. Nice. Hey Silja. So gut. Hey. Mit dem Menüplan. Wow. Ich weiss, es ist ein Kreis. Krass. Mega cool. Wow. Haben die ja Vollgas gegeben. Mama, du hast Auch mit Wein. Ist das gut? Ja, ein Dachsommer. Ja. Sind ihr sogar ein Weinkeller? Wow. Das ist doch super. Keine Ja. Dürfen wir schon alle sitzen? Die Momente, wo die Familie gemütlich zusammenkommt, waren rar in den letzten Monaten. Die Kartbahn im Hallenstadion hat alle Energie aufgefressen. Wegen Corona steht die Karte jetzt still und der ganze Druck ist weg. Ich habe schon noch gerne so eine hektische Zeit. Also es war auch eine sehr tolle Zeit. Wenn ich sehe, mit den Leuten, die wir zusammenarbeiten konnten, all die Leute, die auch freiwillig mithelfen. Ich meine, das ist fantastisch. Da kann ich mir fast ein bisschen in ein Loch gehen, wenn dann das einfach gerade mal so weg ist. Also ich habe so Zeiten schon auch wahnsinnig gern. Ich habe selber gemachtes Cocktail. Ich fühle feiner weggekrauftes Cocktail. Sehr fein. Ja, so ist er nicht. Ja, Mama. Einfach noch ein bisschen. Wir haben einfach mit der Zeit, die wir hatten, mit den Ressourcen, die wir hatten, haben wir uns das Beste gegeben. Und ja, von dort her, ich jetzt zurückblicken kann nicht sagen, da und da haben wir etwas voll falsch gemacht. Schön wäre gewesen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, um das Ganze zu entwickeln und zu testen. Aber ja, das ist wie nicht drin gelegen. In der Küche gilt es ernst. Die Kinder machen den Hauptgang parat. Oh nein, nicht so. Es sieht nicht aus, als wäre das Haus ausgebrochen. Nein. Nein? Haben sie also tiptop gemacht? Ja. Oder wieder gut beseitigt zu Hause? Essen. Super, super, das sieht gut aus. Ja. Hey. Josie? Für Speis und Trank, fürs täglich Brot, wir danken dir, o Gott. Amen. Thank you guys. Merci. Könnt ihr servieren? Mama, mach das. Wissen gar nicht. Was will ich? Du Soße? Ja. Prost. Danke, Mama. Prost, guys. Thank you. Prost. 1, 2. Also, ich kann einfach einen Butter abmachen. Also. Eine gute Wahl. Ich denke, so ein Geburtstagsgeschenk ist riesig, wenn alle Kinder zusammenspannen, um so etwas Feines auf den Tisch zu bringen. Ja, das berührt mich gerade ein bisschen. Das ist mega schön. Haben wir gut gemacht. Mega cool und mega fein. Jetzt machen wir das doch jeden Sonntag. Es ist Montagmorgen zu Terwil. Heute fährt Andrea Helen nach einer längeren Pause wieder an zu arbeiten. Sie hat lange auf diesen Moment gewartet. Also ich freue mich. Ich bin so aufgeregt. Es ist einfach so. Endlich wieder mal arbeiten. Und es ist einfach... ich habe jetzt gerade noch mehr Arbeit reingekriegt. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das heute schon wieder mache. Aber es ist super. Mega. Ich freue mich und gleichzeitig bin ich aufgeregt, ja. Schau. Schon wow, schau jetzt. Jetzt kriegt er einen Ofi.
Guten Morgen. Oh ja, Schatzeli. Oh. Ist das Schweizer? Ja. Die Kinder. Warte schnell, Schatzeli. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm. Papi geht gerade Spatz. Morgen. Morgen, Papi. Papi muss jetzt gehen. Was war das denn noch? Ja. Das ist richtig lange beibekommen. Und dann steht das Kind jetzt ziemlich ekelhaft. Auch die Kinder haben gemerkt, dass der Andrea ihren Job fehlt. Für mich ist das ganz toll, weil dass sie wieder gut arbeiten. Sie möchte auch gut arbeiten, das wissen wir alle hier drin. Weißt du sogar gleich Auto? Ja, hallo, guten Morgen. Der Vater von Mario holt Lea, die Kleinste, ab und schaut den ganzen Tag zu ihr. Ich bin schon froh, solange er rum ist. Und sie geht ja gerne zu den Großeltern. Und jetzt kann er immer helfen. Marc. Ich bin mega froh, wenn er helfen kann. Ich bin wirklich dankbar. Tschüss, Schätzchen. Ja. Sie schaut, ob ich Schuhe anhabe. Tschüss, Schätzchen. Tschüss. Viel Spaß. Also Bohnen. Bis um 12 Uhr. Gibst du mir noch Mutz? Tschüss. Die Andrea hat in dieser Garage, wo ihr Mann angestellt ist, einen Arbeitsplatz gemietet. Da arbeitet sie ab heute als Selbstständige. Das ist ein Riesenglück. Wenn man denkt, als ich vor einem halben Jahr gestanden bin und dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und jetzt habe ich so ein Glück, dass ich dort einfach arbeiten kann. Und mein Mann ist noch nebendran. Das ist super. Ich hätte das nie gedacht, wenn mir das jemand gesagt hat, vor einem halben Jahr. Und jetzt ist mehr als Zeit zum Anfang. Ihr Werkstattschild, das sie selber gezeichnet hat, hängt. Der Besitzer der Garage begleitet sie zu ihrem Arbeitsplatz. Es ist alles parat. Tipptopp. Werkzeug. Werkzeugboy. Ja. Dein alte Werkzeug, hä? Ja. Merci vielmals. Coole Sache. Ja, also dann fahre ich gerade rein. Ja. Andrea hält sich streng an die Anweisungen von ihrem Physiotherapeut. Das ist ganz leicht. Aber ich muss es gerade zu mir nehmen. Und runter. Und dann rollen. Das hat er jetzt sicher gern gesehen. Ich bin jetzt wieder positiv in meiner Zukunft, weil ich kann jetzt hier mal einsteigen wieder. Als eigenes Geschäft sozusagen. Mit Hilfe. Mit nicht viel Auslagen. Und wenn sich das wirklich, wenn dann die Kunden wieder kommen und ich wieder Arbeit habe genug und ich mich vielleicht wieder auslagern kann oder je nachdem sogar mit Mario zusammenspannen, dann kann ja das nur noch besser werden als vorher. Das ist schon, es kommt gut. Also meine Zukunft ist besser als und je, glaube ich. So. Es ist für die ganze Familie eine Erleichterung, dass Andrea wieder arbeiten kann und sie voller Zuversicht und Energie ist. Ja. Jetzt können wir hier wieder probieren, etwas aufzubauen. Genau. Vor allem ist es gut, wenn ich jetzt wieder Geld verdiene, dass du nicht alles allein musst zahlen musst. Ja, das auch. Das ist sicher mal besser wie vorher. Ja. Schon noch. Haben wir Glück gehabt. Beide, he? Ja.
Das war es von SRF bei den Leuten Familiensache. Von 3 Familien und ihren 3 Welten.